Für Thomas 29. Sonntag am Jahreskreis begrüßen ich aus der Kirche von Elling, die 450 Jahre gebaut gehen ist. Et sangen Choralreunie AEM, dat heißt von Altwies, Elling am Munneref. Dirigent aus den Stefan Siebert, Organist de Sidney Shaw. No singem plein jeu improvisé sangen wir Si le Père vous appelle, Laudate Dominum 107. Messe Soleil des Nations vom Dazin, Louange et Gloire vom Baranger, Dank und Teilen Laudate Dominum 575, En Mémoire du Seigneur Nummer 302 und als Schlusslied Segne du Maria. Durchel spielt als Sortie eng Improvisation marial vom Sidney Shaw. Bei mir Altor assistierten Diakon Raymond Gödert.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Elling an der Kirch, a leif alle Gu, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. Los ma haut dem Herrgott sei Wut an eis opholen, an Zeie sinn vun dem Wut. Dazu braucht man aber auch Kraft. Die geht eis geschenkt am Brot vom Liewen, wat ma sollen mat neen deelen. Ma willen aber fir deicht angestohlen, dat ma schwach a sündig Mönsche sinn. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich, selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gebieter. Mach unseren Willen bereit, deinen Weisungen zu folgen und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen kam Amalek und suchte in Rephidim den Kampf mit Israel. Sagte Mose zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel des Hügels stellen. Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, sodass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. So schwächte Josua Amalek und sein Heer mit scharfem Schwert. Wort des lebendigen Gottes. Lebendig ist das Wort Gottes und wirksam. Es richtet über die Regungen und Gedanken der Herzen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sagte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch,
Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liefschwestern a Brider, Kampf, kämpfen, deeglich heieren wir davon an den Neuigkeiten. Auch Israel steht, so als Lesung, für einen engem Kampf, an den Ausgang als ungewiss. Vom Moses an Aaron ugefeiert, geht Volk Israel de Weg, die Gott ihm weist für an Freiheit. Und daraus diese Weg nicht einfach. Immer im Kämpfen die Israeliten für Führung zu kommen. Gegen die Wüste an ihr Widerwärtigkeiten, wo sie durch müssen. Gegen ihr eigene Fehler, a Widerstände. Gegen fremde Völker. So jet Kämpf durchzustehen. Gibt es nicht immer nicht Situationen, an denen auch wir liefern, den ein oder anderen Kampf zu bestehen haben. Auch haut kämpft so manche Rehen mit Umständen und Widerwärtigkeiten. Wenn der Platz verloren geht, Relationen an Brech gehen, finanziell Sorgen entstehen, eng seriös Krankheit diagnostiziert geht, an so viel. Ja, Leben als ein Kampf. Für das Volk Israel ist klar, dass Gott bei den Kämpfen, die es auszufechten hat, nicht ignoriert gehen kann. Muss abgezogen gehen. Und nicht vertraut darauf, dass ihnen hinnen beisteht, wann sie ihn rufen. De Moses überhält den Dienst vom Gebet. Was er von der Erfahrung von den Israeliten erzählt wird, kann eist daran erinnern, und dazu encouragieren, gerade so den Herrgott anzurufen, wann, wo auch immer wir an unserer Existenz für oder gegen etwas zu kämpfen haben. Den Abschnitt aus dem Buch Exodus seht aber nach mehr. Man gesehen, dass das Gebet kein einsam a privat Ugelegenheit ist. De Moses biet für das Volk, und er mischt das nicht allein, mir geht dabei unterstützt vom Aaron und vom Hur. Sie steipen hier, sing Ihr Solidarität geht körperlich sichtbar. Das weist, dass die nötige Ausdauer manchmal recht dadurch könnt, dass man Unterstützung kriegen. Wahrscheinlich wäre doch für Eis gut, nicht nur allein persönlich zu beten, mir immer im anderen Matt an Boot zu holen, sie oder ihn im sein Gebiet zu frohen oder zusammen mit anderen zu beten, respektiv anderen das eigene Gebiet unzubieten. Auch die Fürbitten, Sondes an der Masse, sollten eng Platz sein, wo an diese christliche Gemeinschaften wird Duleis von den Menschen gebiert wird. Weil so wichtig, dass privat a persönlich gebiert ist, so unterstützend kann auch das gemeinsam Gebiet erlebt gehen. Schließlich sehen wir auch an der Lesung, dass es für das Volk wichtig war, den Moses beim Gebiet zu gesehen. Wissen, dass für mich biet, schon läng dat stärkt mich. Aber da geht noch etwas deutlich. Das Volk Israel vertraut auf Gott und darauf, dass sie in sein Gebiet erhört. Aber es weiß auch, dass es selber kämpfen muss. Das Gebiet ersetzt nicht das, was wir ganz konkret machen können. Es gibt doch keinen Automatismus. Das Gebiet unterstützt uns, weil Gott uns effektiv beisteht. Aber das bedeutet nicht, dass nicht doch wir alles machen sollen, was möglich ist, für uns eigene Kämpfe zu bewältigen und noch, so wie den Aaron und den Hur, andere zu unterstützen. Vom Heiligen Ignatius von Loyola stammt der Satz: Biet an den Ulleis so fest zum Herrgott, wie wann alles von ihm gif aufhängen. An handel es so an deinem Leben, wie wann alles just von dir selber ging aufhängen. Also bet es. Der Moses erhieft sing Hände und nicht nimmer sein Geist bei Gott.
Sin ganz leiflich, geestlich Existenz kën dann Spiel. Dat gëtt eis ganz drastisch verdeitlicht. Mat dem Ersatz vun alle Kräften an der Hülle vu singe Begleder hält hien Tenno Uwen, bis d'Sonn ënnergeht. Et geht alles oder neicht. Och eist Bierden huet mat dem ganze Mënsch ze dien. Leif geest, Herz Sinner solle sich op Gott ausrichten. Mat dem Leif drücke ma aus, dass eist Herz sich erhieft. Ob ma kneien oder stinn, ob ma ural oder nei Gebetshaltungen anhullen, de ganze Mensch mat Leif Seel as gefrot an opgeruf. Ma wenden ei so Gott mat eiser ganzer Existenz. Et das ganz echt gemengt, wann telle Schrift eis opfordert, betet ohne Unterlass. Ausdrücklich an notdrücklich solle ma bieden, ten net falle losen, knüppele nie bei Trum geheien, a ganzer wirklich ob Tölle vom Herr vertrauen. Biede ma an der Überzeugung, dass Gott eis wirklich erheiert, an eis schenkt, wat ma brauchen. Och van dat net immer gleichbedeutend as mat dem wat ma bieden. Lief mat Christen, eng Impfro an Deutschland kënnt zum Resultat, aber bei Eis werden net viel ernst sinn, dass all zweten Awohner von dem Land biet. Grad so gut könnt ihr soen, Talschicht vun de Leiit biet net. Für sie spielt Gott kein Roll mehr am Leben, sie hunde Glaven verlor. Sie geben et zwar womöglich bestreiten, wann den hinne so geif, se wäre gottlos. Weil irgendetwas Heeres werdet jo schon gin, mengen da wohl auch viel von hinnen. Wo aber net mi gebiert gëtt, do erläscht mittelfristig de Glaven. Wie steht dem Eist Bierden? An einem drastischen Beispiel möchte Jesus seine Jünger an noch eis klar, dass Bierden etwas bewirkt. Gebiert als nämlich Thema am Evangelium. Jetzt geht von enger Witfrau. Sie tritt ohne Richter run, wie von ihm geholfen zu kriegen. Dem Leid aber neicht run, an will sie so sehr wie möglich lass gehen. Mat Witfrau will Mordikus erreichen, dass der Prozess für sie gefordert wird. Wie also der Richter dort so kriegen, wie hien beerbichten. So hat just eng Möglichkeit. Ihm so lang op de Pelz zu rickelen, an am Ohr zu leihen, jo ihm en dicke Kap zu machen, bis se noget. Dat mecht se penetrant, an opdränglich, an se gött sich nüt. Beharrlichkeit vun der Frau, die nüt opgött, an hier Zielstrebigkeit, dat könnt schon ein Impuls sinn fir eist Bierden. Et geht aber auch froh, wie Gott sich eisem Bittgebiert vis-à-vis tatsächlich verhält. Der Jesus seht, was schon die gottlose Richter sich bewege lässt, an der Witfrau zu ihrem Recht verhölft, wie viel mehr wird der Gott selber, den als Pap ob der Seite von den Menschen steht, singen erwählten Recht a Gerechtigkeit vermitteln. Lieber Gül, Mucht vom Gebiet, als zu allen Zeiten inner Schad gin, obwohl et op all Wallfahrtsplatz an net nimmen do viel Beispieler vu Gebirtserheerungen gëtt. Et war de Jong vun der Käserin Maria Theresia, de Josef II., den 1785 aus engem Reich, auch zu Lützeburg, weil mir waren dem aus Österreichisch, all Kleister opgehoben huet, die sich just dem Gebiet verschrieben hatten, die sogenannte Kontemplativkleister. Hier war der Meinung, des Kleister wären zu neisch zu gebrauchen, sie wären unnütz. Nimmen die Orden waren nach zugelos, die Schulen innerhalb hun, an der Krankepflege tätig waren oder Paaren versucht hun. Wie nimme von der Nützlichkeit ausgeht, wie nimme Fried, wat tun ich davon, wat bringt es noch? Die Wert, wie die Josef II. Dem Gebiet kein Platz aus engem Leben erraumen. Die wird kein Zeit tun für Moores oder Ovesgebiet. Die wird auf das Gebiet ganz verzichten, an Sonntag op de Gottesdienst. Ein unerschätzt Mucht vom Gebiet. Tellich Therese von Lisieux hat Erfahrung gemacht, sie hat für mehr da gebiert. An den hat sich daraufhin den letzten Tag eher ein Hingericht genoss, bekeiert, stirft versöhnt mit Gott.
Liebe Brüder und Schwestern, starke Lebenskrisen und Belastungen verunsichern die Gläubig an diesen Zeiten. Aber den Herrgott weiß darums. Hier ist unser Pap, und wir sind sein Kanner. Hier hört uns Gebirder, und wird uns nie überdrüssig gehen. Wird uns nie links leihen lassen oder abgehen. Hier will, dass wir ihm vertrauen und ihn absichern. Solange wir dort leben, können wir uns bestätigt spüren an unsere Kap legen. Hier wird uns beistehen, nicht länger lassen und nicht am Plan lassen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gott, unser Pap, du hast immer ein offenes Ohr für die Not und die Sorge von uns Menschen. Dafür beten wir auch heute. Nous prions pour l'Église. Qu'en ce 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, elle continue à s'ouvrir aux hommes et femmes de notre temps pour leur annoncer l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Nous prions pour que la prière ne cesse pas, que les priants ne manquent jamais dans l'Église. Seigneur, écoute-nous. Wir beten für unseren Erzbischof Jean-Claude, den heute für 11 Jahre zum Bischof geweiht ging ist, dass hier, gelehrt vom Heiligen Geist, uns auf unseren Glaubensweg feiert und encouragiert. Herrgott, heia uns. Wir beten für die Menschen, die schwere Situationen an ihrem Leben durchmachen, dass sie sich erinnern, dass Jesus ihnen immer zur Seite steht. Herrgott, heia uns. Wir beten für all Opfer von Gewalt, Krieg und für die vielen Menschen, die auf der Flucht sind. Herrgott, heia uns. Wir beten für all die sich für Freiheit, Menschenrechte und Frieden ersetzen. Herrgott, heia uns. Wir beten für all uns Verstorben, los sie an deiner Lebt ewig geborgen sind. Herrgott, heia uns. Guten, aber barmherzigen Pap, dir vertrauen wir uns an mit unserem ganzen Herz und mit allem, was wir an uns drohen. Lausche auf uns Gebete und mach uns stark am Glauben und an der Lebt. Das freuen wir durch Christus, unseren Bruder und unseren Herr. Amen. Du bist jetzt mitten unter uns.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Hilf uns, Herr, dass wir den Dienst am Altar mit freiem Herzen vollziehen. Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld, damit wir rein werden und dir gefallen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern das Mass als Joa Mass für Anna Simmer Gonderinger, Rema Reuter, Pierre Bichler, Irena Norbert Siebenaler Schindchen, a Claudio Famiani. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, dem heiligen Lambertus, dem heiligen Willibroch, dem heiligen Celsus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Los mir Lutze Summe beten, aber wirklich von ganzem Devem Herzen beten, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt wird. Eise Pap am Himmel, dein Name wird geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute täglich Brot, verzeih uns als Schuld, den verzeihen, der ja unser Schuld sind. Feier uns nicht an Versuchung, nimm uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schwester Brüder, diese Friede vor Christus schenke ich dir weiter mit deinem Lebeblick. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele.
Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, gib, dass die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen. Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, und führe uns zur ewigen Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
hun d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Elling. Den nächste Sonntag iwwer Domat Mass vun Bettendorf. Ich grüße nicht Hai von Elling, wünsche eine ganz schöne Sonntag und Domat schalte mal zurück an den Studio. Peace.